Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Livestream von Swiss German Online. Heute möchte ich euch erzählen, was das Thema ist von unserem VIP Schweizerdeutschkurs heute am Abend am 8. Und zwar ist das unsere E-Mail-Adresse swissgermanonline.com. Und heute wollen wir über das Kino reden, über das ins Kino gehen, über Filme, über vielleicht auch Regisseure oder Schauspieler, die wir gerne haben. Und ja, wir reden auch morgen darüber in unserem Deutschkurs german.tag. Das machen wir auf Deutsch morgen und heute auf Schweizerdeutsch. Entschuldigung. Also, heute reden wir über ins Kino gehen. Gehst du gern ins Kino? Gehst du viel ins Kino? Gehst du in der Schweiz auch manchmal ins Kino oder in deinem Heimatland mehr? Was schaust du gern im Kino? Was ist attraktiv am Kino? Im Gegensatz zum Homekino, wo man daheim ist und kann einen Film schauen kann. Diese Fragen beschäftigen uns. Und ich war letztens im Kino, seit langem wieder einmal im Kino. Ein Freund von uns hat uns eingeladen. Er hat unbedingt den Film sehen. Aha, jetzt weiss ich nicht, welchen Titel das ich sagen will. Also auf Deutsch heisst er «Geliebte Köchin». Aber nicht immer brauchen wir den deutschen Titel. In der Schweiz findet man oft auch Filmplakate mit dem Originaltitel. Und es wäre ein französischer Film. Und dort heisst es «Pot-au-feu», «La Passion de Dodin Buffet», glaube ich. Das ist der französische Titel. Ihr seht, den kann man gar nicht so 1:1 übersetzen. Und auf Englisch ist er noch einmal anders. Der Titel heisst auf Englisch The Taste of Things. The Taste of Things. Und es geht ums Kochen. Es geht Es sind Leute in einer Küche im 19. Jahrhundert, die noch ganz im alten Stil kochen, mit Sachen aus ihrem eigenen Garten, mit viel Fleisch und Fisch und Zeug und Sachen. Und was ganz speziell ist an dem Film, er ist langsam, bedächtig, er hat wunderschöne Farben und wunderschönes Licht und keine Musik. Also man hört alles, das Schneiden, das Brunzeln in der Küche, das Brunzeln von den fettigen Sachen in der Pfanne zum Beispiel, wie die Türen aufgehen und zugehen, wie die Leute das Essen geniessen. Alle Geräusche hört man ganz gut. Und es ist relativ ein langer Film. Die Frage, ist das langweilig oder ist das entspannend? Ich war über 2 Stunden im Kino und ich muss sagen, der Film hat mir gefallen, aber ich habe nicht mehr gewusst, wie sitzen. Weil ich keinen Beinraum hatte und mein Knie hat mir wehgetan nach einem Zeitchen. Und ich habe gedacht, oh, jetzt ist er fertig. Und schlussendlich ist er über 2 Stunden lang gegangen. Also, ich hatte ein bisschen Pech da, aber es war trotzdem ein guter Film, wenn ihr ihn schauen wollt. Wenn ihr gerne lange, langsame Filme habt, so poetische über Liebe, mit viel Essen, gutem Essen, dann nachher ist das ein guter Film für euch. Was für einen Film habt ihr schon gesehen? Was habt ihr letzte geschaut? Welcher ist der letzte Film, den ihr geschaut habt? Was für Arten von Filmen habt ihr gerne? Krimi oder Liebesfilm oder irgendwie Science-Fiction-Film oder Trickfilm, was auch immer. Heute am Abend können wir zusammen reden. Zuerst haben wir 30 Minuten einen Livestream und nachher haben wir wieder 30 Minuten ein Zoom-Treffen, wo du mit anderen Leuten zusammen kannst reden.
Also, wenn du Lust hast, dann kannst du dich einschreiben auf swissgermanonline.tag und unseren Kurs 30 Tage lang gratis testen, mit den anderen über Filme, über das Kino, über deine Lieblingsschauspieler reden und so Schweizerdeutsch üben. Das war es von mir für heute. Schön, sind ihr da gewesen. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch. Wir haben jeden Montag am Abend am 8. Uhr neue Geschichten, neue Dialoge für euch bereit, die auf Englisch übersetzt sind. Und ja, wo die Grundlage sind von unserem Kurs, dass wir zusammen können, Schweizerdeutsch lernen und über interessante Sachen reden. Alles Gute, schön bist du da gewesen, schöne Woche, mach's gut oder bis heute Abend. Mach's gut, tschüss.